Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 2017 in der Fahrerkarriere, wo wir ja das Rennen in Australien bestritten haben zuletzt und jetzt weitergehen nach Bahrain. Jetzt haben wir aber da nochmal die gleiche Szene wie vorher, weil das hat es irgendwie nicht übernommen. So, also, das haben wir ja schon mal gesehen. Falls es, oder wie ihr es vielleicht unschwer erkennen, sieht mein Hintergrund noch ein bisschen anders aus, weil ich bin am Zügeln war, beziehungsweise fertig gezügelt. Das ist schon die neue Bude. Darum, wenn der Ton alles noch nicht so genau stimmt, tut es mir leid. Als Mikrofon habe ich jetzt neu angeschlossen über ein Mischpult. Also ich habe jetzt hier... Ich habe zum Beispiel... Okay, das ist noch etwas anderes im Hintergrund. Da hört mich fast nicht mehr. Ich kann mich ganz laut machen. Also da gibt es mehrere Sachen, die ich da noch verstellen kann. Ich kann zum Beispiel da so etwas rein tun. Ich kann es zum Beispiel jetzt nicht, weil ich kein Monitoring gerade drin habe. Aber ja, einfach so als Beispiel, was alles möglich ist mit dem Mischpult. Also darum, wenn das Mikrofon noch nicht ganz gut eingestellt ist, tut es mir leid. Es sollte aber jetzt schon besser sein, als es das letzte Mal war, weil es nicht mehr per USB angeschlossen ist, sondern per XLR. Und jetzt, was ich als nächstes mache, ist noch schnell kurz die Lautstärke ein bisschen aufnehmen. Weil die hat mich das letzte Mal doch ein bisschen leislich gedünkt. Ich nehme es jetzt mal eins auf. Es ist eigentlich gegangen, aber es ist doch ein bisschen leise gewesen. Vielleicht ist es jetzt so besser und sonst nehme ich sie dann nochmal eins auf. Ich nehme jetzt einfach eine Folge auf und dann mal an einem anderen Tag noch ein paar weitere Folgen. So, also, wie sieht es so aus? Wir gehen jetzt eben weiter nach Bahrain. Wir könnten noch Ressourcenpunkte investieren, wobei ich würde sagen, wir tun das beibehalten. Also wir geben keine Ressourcenpunkte aus. Nein, das nächste ist mal das Einladungsevent und dort gehen wir jetzt mal her. Da habe ich ja gesagt, die übernehme ich ja ins Game rein, oder beziehungsweise ins Video rein. Wir können auch sagen, wir lassen sie weg oder tun sie nicht drin rein, aber ich glaube, ich finde das so zwischendurch etwas Lässiges, dass wir da noch ein bisschen Nostalgie, Alter, egal, ein bisschen etwas Altes drin haben noch. Und wir lassen das so drin. Gut, also, wir sind hier in Silverstone und wir fahren mit dem Williams FW, also Frank Williams 18. Und das Auto ist von 1996 und wir müssen, glaube ich, möglichst viele Autos überholen, habe ich gemeint. Wir schauen mal, wie das ist. Ich bin schon lange nicht mehr gefahren, muss ich jetzt ehrlich sagen. Oh, geil. Oh mein Gott. Der Sound. Ach, wieso geht's das nicht mehr? Wieso geht's das einfach nicht mehr? So Sounds. Ach, ein bisschen übertreibt, hä? Wie viel Speed ich verliere beim Schalten. Wow! Alter, verdammtes Leid. Oh, shit, die Zeit läuft ab. Nein, ich hab's nicht geschafft. Oh, shit. Ah, Mann, man hat es nicht geschafft. Schade. Aber egal, mit diesen Autos fahren ist einfach so ein geiles Gefühl. Das ist einfach so der Hammer. So, herzlich willkommen zurück zum Qualifying hier in China und ja, es ist gut gelaufen, das Training. Ich bin aber nicht ganz so schnell, denkt es mir, wie in Australien. Aber wir werden es gerade sehen, wo wir jetzt landen werden. Wir sind im Training, glaube ich, über P5 geworden. Mit Supersofts vor uns sind Red Bulls gewesen, mit Softs. Also die sind doch ein bisschen schneller gewesen mit der härteren Reifenmischung.
Aber mal schauen, was wir rausholen können jetzt hier im Qualifying. Und ich würde sagen, wir legen los, bevor das Zeit abläuft. Und ja, mal schauen, wo wir landen. Let's go. Wow, P2, okay. Wir sind vor der Red Bull. Wow, alter verdammter Flüger dort hinten. Es ist, also ich könnte mehr rausholen. Ich habe ein, zwei Kurven habe ich viel zu weit draussen angefahren, aber dort hatte ich einfach einen schlechten Grip gehabt. Das Auto hat extrem unterstützt. Also man merkt, in der schnellen Kurve ist das Auto nicht so optimal wegen der Aero, wo ja bei uns nicht so wahnsinnig gut ist. Aber es ist wirklich sehr, sehr geil zum Fahren. Also die Autos sind verdammte Raketen und darum ist auch die 17. Saison mit unter anderem meine absolute Lieblingssaison, die es je gegeben hat. Es ist zwar nicht so eine extrem spannende Saison gewesen, da muss ich ganz ehrlich sagen, aber so rein wie die Autos aussehen, von der Fahrperformance her und auch jetzt hier zum Beispiel im Game, ist es einfach brutal krass, wie schnell das die Autos sind. Ja, wir sind auf P3, wir könnten noch eins rausgehen, aber ich würde sagen, wir fahren, oder wir lassen es bleiben, weil ja, ich fahre jetzt mit dem Satz dann auch das Rennen oder starte mit dem Satz auch ins Rennen rein. Beide Ferraris sind noch vor uns, aber wir haben auch mal einen Mercedes geschlagen, den Bottas, aber der wird wahrscheinlich noch jetzt kommen mit einer schnellen Runde. Der steht da draussen. Ja, ich tue mal die Session beenden und mal schauen, wo wir landen am Schluss. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying P4. sehen wir uns die Top Geil. Hamilton, Vettel Sehr geil. P4 sind wir geworden. Für heute war's das. Wir sehen Sogar uns der morgen Mercedes wieder, geschlagen. wenn es um den großen Preis geht. Nicht schlecht. Wir haben sogar den Mercedes geschlagen. Also, da würde ich mal sagen, wir machen weiter. Ich muss wahrscheinlich die Schwierigkeitsstufe aufnehmen. Wir haben es immer noch auf 90, also jetzt auch nicht aufgenommen, weil ja, eben, ich bin ja am Zügeln und ich habe nicht gewusst, wie stark oder wie gut dass ich weiterhin wird sein. Aber ich hätte es wirklich aufnehmen, die Schwierigkeitsstufe, um ein paar Prozent. Darum würde ich sagen, wir machen das dann nach dem Grand Prix. Ich glaube, zwischen dem Grand Prix geht es nicht. Muss ich schauen. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und daneben auf P2 steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Räikkönen und ein Force India, Valtteri Bottas und Ricciardo, Verstappen, Grosjean, Massa und Esteban Ocon. Quert, Magnussen, Carlos Sainz Jr. und Hülkenberg. Alonso, Stroll, Jolyon Palmer und Stoffel van Dorn. Eriksson und Pascal Wehrlein macht die Startaufstellung komplett. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. Ja, Jeff, alles gut, alles gut. Also, wir schauen wie mit Strategien. Wir starten mit Supersofts, gehen dann nachher auf Softs. Und ja, ich denke, das macht am meisten Sinn. Wir nehmen den Sprit wieder ein bisschen runter für 15 Runden oder 15,5. Da können wir ein bisschen mehr mit Fettgemisch fahren. Und das bleibt trocken, das ist sehr gut. Und dann würde ich sagen, legen wir los, hoffen wir auf ein gutes Rennen und vielleicht auf das erste Podium. Ich würde mich freuen. Let's go. Oh, sehr guter Start gehabt. Drücken wir uns gerade mal in Hamilton da rein oder nebendran her. Er ist noch innen. Ja, sehr schöner Zweikampf. Gut gemacht, Partner. Guter Start. Gut gemacht, Partner, alles klar. Und Sport auf der Bremse. Und da haben wir den Hamilton. Vettel Erste. Boah. Er hat am Untersteuern gerade. Aber der Hamilton ist schnell. Oh, da verbremse ich mich, glaube ich. Ja, das war ein bisschen spät auf der Bremse gewesen. Und da fehlt mir jetzt ein bisschen der Grip, wieder der Abtrieb vom
Frontflügel und vom Heckflügel. Aber fängt mich wieder rein. Wir haben das gleiche Aggregat hinten innen wie der Hamilton auch auf der Bremse. Oh. Come on, Lewis. Let's go. Wir haben den Lewis wieder geholt. Pöller haben wir auch mitgenommen. Oh, Vettel ist sehr schnell. Ich glaube, das Ferrari ist so das Nonplusultra momentan. Er hat da Ausstier gehabt, hat sehr viel Zeit gekostet jetzt. Und da verbremse ich mich wieder. Oh, untersteuern. Ich glaube, das heisst das Rad von unten links. Es war schon warm oder wärmer. Jetzt hat er aber eine schlechte Linie genommen, der Hamilton. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Oh mein Gott. Das bremst er so früh ab. Gelb, hinter uns. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist immer noch gelb. Masse aus dem Rennen. Safety Car vielleicht. Boah, der kann doch viel schneller durchfahren als ich. Holy shit. Wobei es liegt, glaube ich, mehr am hinteren Flügel. Oh, eine Berührung mit dem Räikkönen. Der kommt auf etwas zu fliegen. Was war das? War das ein Frontflügel? Hey, was war das? Irgendetwas ist geflogen. Ich glaube, das war ein Frontflügel, aber ich kann es jetzt wirklich nicht gerade sagen. So, wieder ein bisschen Feckmaschine. Wir haben hier noch etwas übrig. Oh, ich liebe die Autos einfach. Die sind so geil zum Fahren, wirklich. Also, wenn ihr Führungscash habt, das Game kostet wirklich nicht viel, kauft euch FS 2017. Es ist einfach geil. Oh! Nur verbremse ich mich hier die ganze Zeit. Komm, Kimi, fast vorbei. Weil du die Härte ausbremst. Kriegt er wahrscheinlich sogar noch DRS über, ja. Ups. Ja, DRS hat er zu. Wieso hat das DRS jetzt so aufgetan? Oh, jetzt tritt durch die Kurve rein. Oh, wir sind eben das dritte. Oh, da sind wir eben das dritte, glaube ich. Nein. Aber wir sind hure viel bitte. Oh mein Gott. Oh, wenn jetzt schießt. Wenn jetzt der schießt. Wow, KI spielt aber auch hart mit gerade. Let's go, sehr gut. Sehr gut. Na, jetzt wird der Bottas vorbeigehen mit DRS. Ja, nicht einmal. Ja, mal. Oh, er verbremst sich. Das Ding ist, ich fahre nie Box-Einfahrt im Training, darum weiss ich nie, wo ich muss bremsen muss. Und will immer zu früh, aber ja, lieber zu früh als nachher noch eine Strafe kassieren.
Oh, let's go. So, jetzt haben wir ein bisschen einen anderen Frontflügel drauf. Ein bisschen mehr Grip vorne. Ich glaube, das können wir auch brauchen. Vor allem jetzt mit dem härteren Satz. Ah, aber was das für ein Rennen ist jetzt, ey. Krass, sehr krass. Unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstops mehr geplant. So, jetzt ist die Frage, wann geht Bottas in die Box? Oh, Hülkenberg. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er auf Bitte kein Safety Car. Das wäre jetzt Worst-Case-Szenario. Jetzt ist die Frage, wann geht der Bottas in die Box? Und bringt uns ein Undercut etwas oder nicht? Der Grip, würde ich schon mal sagen, ist schon besser als vorher. Aber ich weiß nicht, wie gut dass er oder wie viel dass er uns bringt, besser gesagt. Aber ich glaube, er geht jetzt in die Box. Okay, Bottas haben wir, sehr gut. Und zwar recht gut verwünscht sogar. Also harter Undercut gemacht. Man beträgt 3,6 Sekunden. Sogar Grosjean ist vorbei. Krass. Okay, jetzt ist die Frage, wie lange braucht man oder braucht er vor allem, bis er wieder bei uns ist? Ich denke, er wird schon schneller sein als Grosjean und ich. Darum ist gut möglich, dass er dann plötzlich wieder hinter uns ist. Dann haben wir Alonso aus dem Rennen. What the fuck? VSC Ah, VSC, okay. Aktuelles Safety Car ist auf der Strecke. Wir müssen hier ein positives Delta beibehalten. Langsamer werden. Positives Delta beibehalten. Ende. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC Ende. Grüne Flaggenbahn. P3. Ist Hamilton am Vettel dran oder was? Wieso hat der Vettel so viel verloren? Grüne Flagge. Also, wir sind inzwischen immer noch auf P3. Vor uns ist der Vettel, also der Hamilton hat den Vettel irgendwie können aufholen und überholen. Es sind aber 7 Sekunden hinter denen. Hinter uns ist der Romain Grosjean und der ist 4 Sekunden hinter uns. Also auch er ist sehr stark momentan. Ich weiß nicht, wieso dass er so schnell ist. Oh, Ocon wieder in der Box. Wahrscheinlich ein Damage gehabt. Ocon in Australien rausgefallen und jetzt hat er wieder einen Schaden. Geht wahrscheinlich wieder weit hinten. Sehr, sehr schlechtes Rennen für ihn oder beziehungsweise sehr, sehr schlechter Saisonstart. Wir sind eben noch aktuell auf P3, wie schon erwähnt. Und ja, könnten so also wirklich fertig fahren. Also uns kann eigentlich nur noch ein Fehler oder einen technischen Fehler voneinander nehmen. Es sind noch 4 Runden. Es sind etwa noch 3,5 so jetzt. Also sieht wirklich sehr gut aus für uns. So, also wir sind jetzt auf der letzten Runde und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was der Hamilton und der Vettel in ihre Autos reinmischen, aber das ist nicht legal. Die sind so abnormal schnell, die zwei, aber das ist wirklich krank. Bottas ist auch schneller als ich, der hat jetzt inzwischen den Grosjean überholt. Ich glaube, es hat der Kimi Räikkönen hat den Grosjean überholt. Aber er ist schon schneller als ich, der Bottas, aber er kommt nicht an uns her, beziehungsweise wir haben einfach beim Undercut so viel Zeit rausgeholt. Also Mercedes hat beim Bottas wirklich das Ganze verhauen. Aber Hamilton und Vettel, also das ist krank, was die für eine Zeit dort raushauen. Also die sind gut eine halbe Sekunde noch mal schneller pro Lap. Das ist wirklich krank. Und ja, da wird schon noch einiges auf uns zukommen an Arbeit, dass wir an Top-Teams herkommen. Aber vielleicht ist auch unser Interesse nur, dass wir einen guten Eindruck hinterlassen bei den Top-Teams, dass wir vielleicht einmal einiges zu denen wechseln können. Wer weiß. So, das ist jetzt auch das letzte Mal, wo wir auf dieser riesen langen Backstraight sind. Dann noch einmal richtig hart anbremsen. Zweiter Gang. Eigentlich sollte man hier den Scheitelpunkt treffen, haben wir jetzt mal nicht gemacht. Und dann kommt noch der Linksknick und dann sind wir wieder auf der Straight.
beziehungsweise auf der Start-Finish Straight. Und da sind wir P3. Sehr gutes Ergebnis. Wir haben einen brutalen Start von P4. Und ich glaube, wir haben die Team-Erwartung wirklich erfüllt. Ich bin happy. Ich bin gespannt, wo der Ocon ist. Weil der hat ja noch einen zweiten Boxenstopp eingeleitet. Mal schauen, wo der hergeflogen ist. Aber für uns sicher mal ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Da freut sich der Toto. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Let's go. Wir haben ihn gewonnen, da kommt der Vettel, da komme ich. Und dann haben wir den Bottas. Ah nein, Grosjean ist sogar Fünfter geworden. Okay, krass. Also Haas, ein sehr gutes Ergebnis. Stefan, wer ist dein Kandidat? Heute kann das nur Jolyon Palmer sein. Okay, Palmer-Fahrer des Tages. Und Ocon ist 17. Komischerweise eben mit einem zweiten Stopp. Ich glaube, der hat einen Schaden gehabt. So, also wir sind wieder zurück da an unserem Arbeitsplatz und wir schauen mal jetzt noch in die F&Es rein, weil wir haben jetzt wieder 870 Ressourcenpunkte und das können wir sicher jetzt verwenden für irgendetwas wieder. Was tut er uns empfehlen? Nichts tut er uns empfehlen, weil wir wahrscheinlich zu wenig Ressourcenpunkte haben für alles. Mal schauen, Aero, Abteilung ausgelastet, okay. Da ist auch Abteilung ausgelastet, oder? Gekauft. Nicht verfügbar. Okay, ja, wir müssen in dem Fall mal weiterspringen, bis die Updates kommen. Ich denke, das sollte die nächste Woche sein, also im nächsten Rennen. Aber wir müssen wirklich Aero machen. Aero ist, glaube ich, so ziemlich das Wichtigste. Ja, aber die Abteilung ist eben voll ausgelastet momentan wegen dem. Wirklich seit einer Woche, genau, ja. Gut, dann würde ich mal aber sagen, wäre es das von dieser heutigen Episode in F1 2017. Also es ist der Podium P3, können wir wirklich zufrieden sein, wir haben ein gutes Rennen geliefert. Ocon, der ist jetzt schon mit dem Chef am Diskutieren, also mit dem, wie heißt der, Vijay Mallya, irgendwie so etwas, der indische Millionär. Oder mittlerweile nicht Millionär wahrscheinlich. Er sagt so, ja, es ist scheiße gelaufen, weißt du, einfach Frontflügel verloren und einfach ausbremst worden, weißt du, ja, I think Ericsson hit us, weißt du, und so. ja, nein. So, also, gut, dann würde ich sagen, aber was es mit dieser heutigen Episode von F1 2017. Falls euch die Episode gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr jetzt das Video teilen. By the way, Interesse, Red Bull Racing hat Interesse an uns. Ja, wäre nicht schlecht, weil Red Bull Racing wäre eigentlich dann schon langsam so ein Top-Team. Allerdings bin ich, ja, hätte ich eigentlich nicht so Red Bull gehen, aber mal schauen. Wenn ich natürlich ein gutes Angebot bekomme, würde ich auch natürlich nicht Nein sagen. Und ich kann eigentlich schauen, das nächste Rennen ist in, ja, ich bin ja mit dem PSN verbunden, ich weiß. Ich bin ja mit dem PSN verbunden. So, das nächste Rennen ist in Bahrain. Das ist schon ein Strecke, wo ich mehr kann oder besser kann. Darum bin ich gespannt, was ich dort rausholen kann mit dem Team zusammen. Und ob auch die Updates geklappt haben oder nicht, das werden wir also in der nächsten Episode erfahren. Und bis dahin, wie gesagt, wünsche ich euch noch ein schönes Tag, macht's gut und ciao!